Hallo und herzlich willkommen da bei mir auf meinem Kanal. Heute mit einem etwas anderen Spiel. Und zwar ist es das mal EVE Online. Oh yeah. Und ich bin da gerade im System Suroken, weil ich natürlich jetzt muss einen Auftrag annehmen. Normalerweise mache ich nicht so Aufträge, aber heute habe ich gerade mal Bock drauf. Ja, 16 Millionen Folgen. Ja, da sehen Sie meine Kontobewegungen und so, das ist alles, naja. Geheimsache. Dun, dun, dun. Ja, wir befinden uns in Soroken im schönen Kaldari-Land. Wenn wir da auf der Karte schnell schauen, befinden wir uns jetzt. Da, Soroken. Da. Seht ihr? Soroken. Da bin ich, yay! Und das ist die Welt von EVE Online. Gross, hä? Ui. Und jedes einzelne Pünktchen dort ist ein System. Ja, so ist das. So, jetzt tun wir da andocken schnell. Und wieso sind die so? Nein, ich lasse mal, je nachdem wie viele Gegner es gibt, könnte es sogar noch nützlich sein. Wir werden jetzt sehen. Wir wollen Level 3 machen. Dann tun wir doch mal das Gespräch beginnen. Bla 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 bla. Zustellort, aber es ist eine Lieferungsmission. Gegenstand 2 Militants. Und wir müssen die in Hatomo abholen. Beschränkungen für Schiffe müssen wir schnell schauen. Zugang zu erhalten können Sie Ihre Drake oder eines der folgenden Schiffe verwenden. Das ist wunderbarstens ist das. Übrigens, wer mein Setup schnell gesehen, es ist nicht das beste Setup. Ups, das habe ich nicht wollen. Es ist nicht das beste Setup. Da seht ihr alles, was ich drin habe. Also es ist im Grunde genommen so eine Mischung aus Mission Runner Setup und PvP. Obwohl ich kein PvP mache, wollte ich da noch anmerken. Wir haben hier ein Adaptive Invulnerability Field 2, dann ein Microwarp, dann ein Kinetic Deflection Amplifier 2, Thermic Dissipation Amplifier 2, Large Shield Extender 2, Large Shield Extender 2, Ballistic Control System 2, Ballistic Control System 2, Beta Reactor Control Shield Power Relay und nochmal genau das gleiche. Und dann haben wir Defense Field Extender, Defense Field Extender und Defense Field Extender. Und das sind also meine Waffenslots. Da hätten wir noch Platz für einen Werfer. Nein, das ist für Hochenergie, alles klar. Könnte man vielleicht sogar noch, ja, keine Ahnung. Ich denke mir ein IVAR-Modul oder so, ich weiß es nicht genau, ich habe es noch nie ausprobiert. Da seht ihr meine Heavy Missile Launcher mit Scorch Heavy Missile, genau. Was? Wieso? Warte, jetzt bin ich aber da gerade ein bisschen konfusisiert. Muss ich schnell da reingehen. Scorch Heavy. Ich habe gemeint, ich hätte Dings, aber ja, okay. Ist okay, ist okay. Nein, ist nicht. Habe ich da eventuell, habe ich da irgendetwas? Schiffshangar? Nein, Gegenstandshangar, genau. Was habe ich da alles abgeladen, was? Keine Ladungen. Okay. Das ist einfach so Müll, wo ich amigs Dings habe. So, wir nehmen das natürlich an. Akzeptieren. Bing. So, und jetzt haben wir da Agentenmissionen. Zack. Kurs setzen. Und dann haben wir da Hatomo, das Citadel, das ist unsere Region. Und abdokrisieren. Gehen wir mal dort hin schauen, was dort so los ist. Ich habe gemeint, ich hätte jetzt Siege Miss. Oder, warte jetzt doch. Ah, ich weiß es nicht, ist ja gleich. Das die Heavies gewesen? Ich habe es schon länger nicht mehr gespielt, muss ich dazu sagen. Weil mir die Zeit einfach nicht so. Naja, EVE Online braucht einfach verdammt viel Zeit. Und ich meine, das Geld, das ich mir erarbeitet habe, da habe ich mir alles selber erarbeitet mit Erz abbauen und Mission Runs und so. Ich habe mittlerweile auch schon schöne Schiffli, also so gut noch kein Titan, das habe ich noch nicht.
und kein Träger, aber sonst wirklich schon schöne Schiffe. Und die haben doch ein paar Milliarden gekostet, alle zusammen. Ich glaube, der hier alleine hat irgendwie mit dem ganzen Setup etwa 700 Millionen gekostet oder so. Und für das tut man halt sehr langweilige Arbeit machen. Und man wird sehr manchmal abgeschossen von Idioten, die es lustig finden. Ich meine, jetzt haben wir sicher nicht einmal pressen, oder? Wenn wir, also wir sind eigentlich schon mal mit einem Orca und ein paar Retrievers sind es gewesen, sind wir alle abgeschossen worden. Da haben sie gemeint, sie seien die Grössten, aber naja. Ja. Da haben wir einen Raven rumstehen, der interessiert mich nicht. Ich möchte eigentlich gerne Gelegenheiten. Nein, ich will da hin. Da, Kurs setzen. Ja, du willst mich doch verarschen. Warte jetzt mal. Seit das neue Overlay ist, komme ich einfach nicht mehr so ganz draus da. Jetzt geht's. Ja, da einen möchte ich eigentlich kurz setzen. Im selben Ort können nicht 2 Wegpunkte gesetzt werden. So roken. Ja, aber ich muss so. Also zuerst mal alle Wegpunkte löschen. Alle Wegpunkte löschen. So. Agentenmissionen. Da. Zur Position warten. Jetzt geht's. Naja, das ist jetzt lang gegangen. Die andere Frage ist. Habe ich? Scheiße, ich habe keine Drohne dabei. Abbrechen. Scheiße. Das könnte jetzt übel werden. Ich habe vergessen, Drohnen mitzunehmen. Genau. Das ist übrigens mein Schiff, das ist ein Drake. Das ist ein, glaube ich, Tech 2. Kamera bewegen, yay! Ich habe keine Ahnung wieso, aber irgendwie hat wieder ein Tutorial gestartet. Das wäre jetzt, weißt du was? Lalalala. Setzen. Da andocken. Ich kann mir noch schnell Drohnen holen. Weil für so Zeug da verschwende ich keine Munition, sondern da habe ich Drohnen dafür. Ist ein bisschen angenehmer dann. Jetzt ist nur die Frage, ich habe mal Shortcuts gehabt, aber an die mag ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Zum Beispiel für Drohnen. Ich mag mich wirklich nicht mehr erinnern. Ja nun, so jetzt gehen wir mal in meine in eine von meinen Hauptbasen. Das sind eigentlich meine meisten Schiffe rum. Und die anderen sind so am Rand zum Low-Sec oder zum Null-Sec. Also Low-Sec ist, vielleicht für die EVE Online nicht so kennen, das ist noch High-Sec mit der Sicherheitsstufe 06. Low-Sec fährt glaube ich ab 05 oder 04 an, bin ich mir jetzt nicht einmal ganz sicher. Es könnte sein, dass es geändert worden ist. Also wenn wir hier auf der Karte schnell gehen, wo ist sie da? Wenn wir hier schauen, alles was gelb ist und orange ist Low-Sec. Und alles was rot ist Null-Sec. Also es geht dann auch ins Minus rein. Ihr seht da 04. Irgendwo da in der Nähe war ja da die grosse Schlacht gewesen, wo auch in den Medien berichtet worden ist darüber. Wo ja x $1000 in ein paar wenige Stunden verbrötelt worden sind. So, jetzt kommen wir da mal in Inventar, nicht in den Schiffshangar, sondern in den Gegenstandshangar. Du gehst jetzt zu. Ja, ich bin noch in einer Korb dabei, aber die Korb ist am Aussterben. Ich bin sie am Auflösen gerade. Was ich eigentlich möchte, wäre Munition und Ladungen. So, da sind wir. Dann hätte ich doch gern. Ich habe Heavys, Ich habe Heavys geladen. Wieso habe ich da eigentlich Heavys denn? Ich verstehe es nicht so ganz. Aber ist okay. Also wir haben hier Heavy Defender, Heavy Nova, Scotch Heavy. So, mit Shift nimmt man sich ein paar raus. Dann sagen wir mal da, ja, tun wir nochmal 5000 zuladen. So, die kommen hier an mein Schiff rein. Und dann setze ich noch Drohnen und Skills. Da habe ich einfach so
Ich kann nicht einen eigenen Drohnenordner oder einen eigenen Drohnenhangar machen, weil für was auch. Welche habe ich damals genommen? Ich habe Top Goblin oder Tornet genommen. Ich glaube Top Goblin. Nehmen wir gerade da die 5. Zack und weg. So wäre das erledigt. Jetzt ist die Frage, wie lange habe ich da noch Zeit? Ich weiß es nicht. Du weißt, die Gelegenheiten, die gehen mir recht auf den Sack. Kann ich die nicht ausschalten, bitte? Infofenster nicht anzeigen. Dankeschön. So. Ja, und dann können wir ja dann hier reingehen. Da zur Position warten. So. Jetzt haben wir nämlich ausgerüstet mit Drohnen und allem, was man braucht. Mal schauen, wie es rauskommt. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich Drohnen kann starten kann. Ah, da. Ich Idiot. Genau. Geht man mit Rechtsklick drauf und kann Drohnen starten. Aber es gibt auch Shortcuts dafür. Ich habe sie aber vergessen. Und dann glaube ich, Angriff ist mit F. Also wenn man der Drohne will, ein bestimmtes Ziel sagen zum Angreifen, kann man das mit F, soweit ich mich noch mal erinnern. Bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. So, jetzt fangen wir mal auf Aufschalten. Komm schon. Wieso geht das nicht? So. Gut, dann lassen wir mal die Drohnen raus. Und dann, ja, mach wieder mal. Ja, es war F. So, und die anderen tue ich dann manuell angreifen. Dann müsste das relativ schnell gehen. Die Drohnen müssen eigentlich nachher selber angreifen. Genau, da seht ihr immer da, wo es symbolisch Drohnen, da ist jetzt eine und da sind in dem Fall 4, genau. Da sehe ich dann gerade noch, wie die Drohnen zu Weg sind. Ja, eine ist schon mal, hat schon mal ein bisschen Schild verloren, aber das macht gar nichts. So, gut. Dann können wir da mal sagen, in Drohnenhangar aufnehmen. Nein, zurück zum Drohnenhangar, genau, so war es. Dann kommt mal meine schönen Drohnen. Da kommen sie auch schon. So, und dann müssen wir da zum Acceleration Gate. Beschleunigungstor. Ich weiß nicht, wieso das jetzt alles auf Deutsch ist. Ich habe das nicht auf Deutsch eingestellt. Ich habe das eigentlich immer auf Englisch gegeben, aber jetzt ist es auf Deutsch. Ich weiß nicht wieso. So, dann geben wir mal ein bisschen mehr Gas da. Dass es ein bisschen schneller geht. Mit meinem Mikro-Warp-Antrieb. Macht dann schon ein bisschen einen Unterschied. He? So. Warp Drive active. Und los geht's. So, jetzt bin ich gespannt, was auf mich wartet. Oh. So, dann mache ich mal Schisshase-Taktik. Komm, mach. Ja, jetzt geht's. So. Dann nehmen wir mal alles einschalten, dass man einschalten kann. Und fangen davon aufschalten, was man aufschalten kann. So, dann lassen wir mal die Drohnen raus. Da, Drohnen starten. Gerade angreifen lassen. So. Dann können wir den hier ausschalten und dann müssen die mir schon bald folgen. Eigentlich theoretisch. Und wenn nicht, dann bin ich auch nicht böse darüber. So. Jetzt muss ich mal schauen, wenn die näher kommen, müsste ich wieder ein bisschen abhauen. Weil das sind doch recht viele und die können mehr oder weniger recht Schaden machen. Muss nicht unbedingt sein, aber kann. Der könnte ich eigentlich noch angreifen da.
So. Und die Drohnen machen dir das. Oh, 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 eine verliere ich jetzt gerade. Ich habe sie verloren. Sie hat sich verschüsst. Ja nun, so soll es sein. Dann würde ich sagen, greifen alle gleichzeitig hier an. Dann geht das fix, geht das. Ja, ja. Da, ja, 45, ich weiss. Dann machen wir halt so. Dann lebt der nämlich auch nicht mehr lang. So, jetzt die kann ich zurücknehmen. Wo haben wir da? 62. Kann ich den aufschalten? Der ist aufgeschaltet. Kann ich die aufschalten? Ich kann die aufschalten. Gut. Was habe ich für eine Reichweite? Ist übrigens auch noch wichtig zu wissen, 62 Kilometer. Das heisst, ich muss eigentlich näher gehen. Und dann gehe ich doch mal Richtung den hier. Richtung Mortifier. Bis ich einen in Range habe. Da, der hier wäre zum Beispiel in Range. Dann mal alles drauf. Wieso hat das ein komisches Zeichen? Ist der grösser? Ah, das ist ein Kreuzer. Auch noch schön. Oh, und der kommt mir jetzt auch noch ein bisschen näher. Dann, was ist das für einer? Was bist du für einer? Der ist gar nicht aufgeschaltet. Wieso bist du nicht... Oh, ich schieße auf den falschen, merke ich gerade. Dann kann ich ja da... Habe ich zwar nicht gut geschaut in dem Fall. Ich muss den Kreuzer noch schnell warten. Gehe ich zuerst auf den. Und jetzt schiessen die natürlich von da irgendwo von da hinten. So, der ist Geschichte. Jetzt, der kommt näher, das finde ich sehr angenehm. Dann sage ich doch einmal Angriff mit allem, was ich kann. Ah, das ist ein kleiner. Naja, das ist jetzt nicht gerade so. Naja. Hat es da noch Kreuzer rum? Da unten hat es noch einen. Der könnte angreifen. Dann mache ich doch das gerade. Weil die könnten noch recht Schaden machen. Wir sehen ja da die Projektile, die einschlagen. Zum Glück habe ich mein Schiff auf Tanking ausgerichtet. Wenn wir die auch aufschalten da. Genau, so. Gute Sache, gute Sache. So, jetzt greife ich mich langsam alle an da. Oh, den möchte ich noch gerne. Der Personal Transporter, wo haben wir ihn? Der ist gar nicht aufgeschaltet. Dann möchte ich das noch schnell. Da haben wir ihn. Den muss ich zerstören. Weil dort sind die Militants drin, die ich brauche für die Mission. Und die haue ich manchmal auch ab, also versuche abzuhauen. Oh, da hat es noch mehr Zerstörer rum. Dann muss ich um die Zerstörer zuerst kümmern. Und die Drohnen können sich um die kleinen Sachen kümmern. So, also. Einfach alles angreifen. Ich bin schon fast wieder leer geschossen. Ja, so ein Kampf ist nicht gerade ganz billig, aber wir kommen immer wieder Stutz über. Wenn wir jetzt sagen, schauen ins Logbuch. Da jetzt in Hatomo. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade jetzt von jetzt ist, weil es ist immer ein bisschen verzögert, weil ich bin vorher noch schnell in den Asteroidengürtel unterwegs war und habe dort ein paar verschossen. Abgeschossen.
Ja, jetzt der ist am Nachladen, Gottes Namen. Weißt du was? Wir haben die Zeit, wir haben die Zeit. Sagen wir da alle nachladen. Ja, ich muss glaube zuerst alle deaktivieren. Und dann kann ich alle nachladen. Ich hasse es, wenn plötzlich... Die hören einfach auf schiessen. Die tun sich zwar selber nachladen, aber ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder wie auch immer, aber meistens ist es dann so, dass die nicht selber weiter schiessen. Also bis jetzt auf jeden Fall ist es so gewesen. Die Drohne kümmert sich schon mal um den Zerstörer, ja, da kommen wir jetzt natürlich nicht ganz sehr weit. Da ist mir schon klar, aber jetzt bin ich ja wieder da. Da kann ich wieder mit vollem Elan ins Zeug gehen. Ich gehe zuerst auf den Hinteren, weil da sind die Drohnen schon dran. Vielleicht schaffe ich es dann gleich noch. Sieht nicht schlecht aus, sieht nicht schlecht aus. Ist die Drohnenwahl doch nicht ganz schlecht gewesen. Und der ist auch schon tschüss. Gut, dann geht es da unten weiter. Also eigentlich wäre die Mission fertig gewesen, wo der personelle Transporter kaputt gegangen ist. Zu dem Frack gehe ich jetzt noch langsam. Muss ich mal schauen, wo ist das? Das Traktor, bla 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 bla. Personaltransport, da haben wir ihn. Dann ich mich mal langsam in die Richtung begeben, während ich da noch ein bisschen Spass habe. Oh, ja. Tja, dann machen wir das also so. Ich glaube, das brauche ich im Moment nicht. Das frisst nur Ressourcen gerade. Bin noch zu weit entfernt für die, anscheinend. Jetzt ist es kaputt gegangen, jetzt habe ich gerade die Drohne losschicken. Gut, bei dem warte ich jetzt noch schnell, 45 und jetzt geht's. Weil dann nachher greift jetzt der andere auch automatisch an. Der erkennt es dann. Sobald sie dort in der Nähe sind. Und ich denke, das zerstöre ich nachher auch noch. Meistens gibt es dann noch ein bisschen Loot raus. Logbuch. Also es wäre... Oh, nein, da habe ich zu viele Agenten. Genau. Also ihr seht, es ist grün. Das heisst, im Grunde genommen wäre es abgeschlossen. Ah, der lebt noch. Ja, wieso greife ich den nicht an? Drohne, hallo. Drohne, hallo. Angreifen. Mal schauen, wie weit das Drohnen kommen. Und wie weit ist es noch bis zum Wrack? 21 Kilometer. Also wir hötteln jetzt gerade mit 174 Meter pro Sekunde durchs All, das ist natürlich sehr wenig. Ich könnte jetzt noch schnell den Mikrowarp anschmeißen, aber irgendwie habe ich gar keinen Bock drauf. Außerdem muss ich noch warten, bis der da kaputt ist. Ich wollte warten, bis der kaputt ist. Aus Prinzip. Prinzipheitsgründen. So, er ist kaputt. Dann kann ich meine Drohne zurückholen. Und ja, dann sind wir da glaube ich fertig. Ich sehe sonst nichts anderes mehr. Tipptopp gelaufen. Da vorne 14 Kilometer noch ist das Wrack vom Personaltransporter. Ja, das ist jetzt... okay, weißt du was. So, ein Warpstoß müsste lange, dass es ein bisschen schneller geht. Bei 2,5 Kilometern kann man dann den Loot rausholen. Das wäre ja jetzt... wo haben wir denn? Oh, ich Idiot, habe nicht auf... Da. Alles nehmen. Ja. Oh nein! Upsi. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, machen wir es mal folgendermaßen. Zuerst mal alles nachladen. Bin ich zu enthusiastisch in meiner Waffenwahl vorgegangen in dem Fall. Jetzt haben wir zu wenig Platz für die scheiß Militanten. Immer noch. Okay, weißt du was? Dann schauen wir doch mal. Jetzt machen wir das so. Das Ganze stapeln. So. Auf
Dann sagen wir da 4000 Stock und tschüss. Ja, genau. Abwurf. Ja. Tschüpp. Und jetzt haben wir genug Platz für die. Wunderbar, gell? Ja. So, Aserbeuten. Ja, so viel wie es halt geht. Gut, jetzt sind wir voll. Wir haben unsere Dings abgeschlossen, unsere Mission. Und soll ich echt jetzt noch, wo war es da unten? Ja, komm, wieso nicht? Mal Kurse draufnehmen. Das Zeug mal aufschalten. Und einfach mal mit allem, was man hat, drauf schiessen und mal schauen, was passiert. Meistens gibt es schöne Explosionen. Oh, das gibt gar keinen Schaden. In dem Fall ist das nicht gedacht zum Angreifen. Es gibt teilweise Strukturen, die man nicht angreifen kann. Das ist so eine. Anscheinend offensichtlich. Ja, nun, dann ist das halt so. Dann können wir jetzt zurückgehen Richtung Suroken. Kurs setzen. Suroken springen. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah mal, oh, jetzt habe ich gerade gemeint, ich hätte die Drohne vergessen. Das wäre eine ganz blöde Sache gewesen, hätte wieder müssen da nicht zurückkommen. Aber ist alles in Ordnung. Wir können los. Und los geht's. Da ist jetzt natürlich nicht der schnellste Chef in Sachen Warpen. Muss es aber auch nicht sein. Ich meine, es ist schließlich ein Tank. Mal schnell schauen, wo haben wir es da? Wo haben wir da? Gelegene Karte, Frachtraum. ISIS. Da haben wir es. Sorry, gerade schon müssen nüssen. So, schwere Angriffskreuzer, da haben wir ihn nämlich. Da. Kommandoschiffe. Wo ist mein Kreuzer? Wo? Da ist der Osprey, Kanakan, Rook, Falcon. Onyx, nein, das ist er nicht, das ist er auch nicht. Das ist Tengu, Nighthawk. Drake, Navy Issue. Ich weiß gar nicht, welcher das eigentlich der normale. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, welcher das ich habe. Können wir es wieder schliessen? Wo haben wir es gehabt? ISIS. So. Ich komme da noch nicht so ganz nah mit dem Zeugs. Also kommen wir noch nicht ganz neu. Es ändert immer wieder von Update zu Update. Als ich mit EVE Online angefangen habe, hat es noch ganz anders ausgesehen. Es ist immer ein Umgewöhnen. Am Anfang ein Suchen, bis man alles wieder gefunden hat. Aber ja, was willst du machen? Ja. So, jetzt, was sagt mir Schiffsausrüstung? Da müsste man es eigentlich sehen. Also das ist ganz normaler Drake anscheinend. Und er ist erschöpft in. Wieso das? Aha, klar, wegen Warp. Warp braucht immer Energie. Habe ich fast nicht mehr dran gedacht. Fast nicht mehr dran gedacht. Aber ist alles in Ordnung. So, glücklich gelandet. In Suroken Dingsbums. Wo sind wir da? Kaldari Navy irgendetwas. Ich sehe es nicht, das ist gerade meine dämliche FPS-Anzeige. Montagewerk, alles klar. So, dann können wir da auf Sprechen gehen. Mission abschließen. Bam! Und ich habe wieder Achievements bekommen für das Tutorial, das ist wunderbar. Was haben wir verdient? 311 ISK und 645 Loyalitätspunkte und 253.000 ISK, 243.000 ISK für unter 1 Stunde und 56 Minuten. Das ist schon tipptopp. Schliessen und da würde ich sagen, das war es für das kleine EVE Online Video, wo ich jetzt einfach mal gerade schnell Bock drauf hatte.
zum zu zeigen, was ich sonst noch so am Gamen bin, außer gerade meine Simulationen wie Banished und City Skylines und was sonst noch alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bestimmt wieder mal. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, schönen Tag und ciao zusammen.